Dem Schneewittchen sein Stiefmutter frug wieder mal im Märchenland: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Da sprach das Spieglein wieder schiebet ehrlich zu: Die Schönste im Märchenwald bist du. Aber gleich, da wirst du wieder sauer sein. Denn fahr mal heut Abend in die Stadthalle Düsseldorf rein. Da sitzen neben ihren Männern, wenn ich nicht kurzsichtig werde, die 500 schönsten Mädchen der Erde. Ja, seht schon, bei manchen Männern ist die Stimmung im Eimer. Die sagen jetzt wieder zu mir, du Schleimer. Ich will jetzt gar nicht länger hier rumeiern, sondern mit euch mein Jubiläum feiern. 30 Jahre Rumpelstilzchen. Und noch eins: 40 Jahre lang war ich Lehrer für Mathematik. Aber an meine letzte Stunde denke ich mit Begeisterung zurück. Da heißt es immer, uns Pens wären dumm. Die kriegten nix ob der Reihe, hätten keine Mumm. Aber beim Rechnen mit negativen Zahlen waren sie alle nur am Strahlen. Einer rief naiv und unbeschwert: Das kennen wir von daheim, das hat uns der Papa erklärt. Der sagt dem Lehrer, er wäre Bestuss. Minus mal Minus jöft bei uns G+. Und fragen uns, ob das Volk, das da in Griechenland regiert, auch bei dem Mathematik gelehrt. Und dieser berühmte Herr Pythagoras, war das nicht ein griechisches Mathe-Ass? Und sein Urenkel wissen nicht, wie man spart. Die Titschen im Dreieck und Hüppen im Quadrat. Und die Onassis-Erben, die richtig Kohle han, die legen ihr Euros in der Schweiz und Bulgarien an und singen wie einst Mireille Mathieu: Akropolis adieu. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ihr Rumpelstilzchen heißt. Aber ist ja Quatsch, was ich da erzähle. Ja, ist Quatsch, ich komme gerade aus diesem herrlichen Land mit kristallblauem Wasser und schneeweißem Sand. Da entstanden Begriffe wie Sympathie, Olympische Spiele und Demokratie. Aristoteles hat die Ethik erklärt, Sokrates Philosophie gelehrt und Hück singet Nana Muscuri vom Uso benommen im Hafen von Piräus: Ein Schiff wird kommen mit Tante Angela und ihrer segnenden Hand als Mutter Teresa von Griechenland. Dann werden all unsere Schulden beglichen und in Deutschland irgendwann die Renten gestrichen. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass hier Rumpelstilzchen heißt. Aber Freunde, Tante Angela kann ja nicht nur Politik, sie hat uns auch schon anders beglückt. Denkt nur mal gerade 5 Jahre zurück. Es war im April des Jahres 2008. Da hat Angela Merkel die Welt zum Staunen gebracht. Beim Wettbewerb um das schönste Dekolleté der Bundesrepublik hat sie Heidi Klum in die Depression und Verona Poth in die zweite Insolvenz geschickt. Statt einem Hosenanzug, der alles verhüllt, zeigte sie in Norwegen die Pracht, die ihr Mieder füllt. Als sie zur Eröffnung der Staatsoper in Oslo weilte und jede Kamera ihr offenes Herz anpeilte, titelte die Presse in der Oslo-Bucht: Die Gefangenen von Nabucco kurz vor der Flucht. Zur Ouvertüre wurde der Marsch gespielt, die Macht, die aus der Bluse quillt. Danach sang der Oggersheimer Männerchor mit ihrem Ziehvater als Tenor: O holdes Mädchen, warm und wohl, das sind die Früchte von Helmut Kohl. Und in Köln rief der Schrammers Fritz: Imposant wie die Domtürme, nur nicht so spitz. Nur Kardinal Meisner hat sich echauffiert und gesagt, einer katholischen Pfarrerstochter wäre das nicht passiert. Da lächelte Angela still in sich rein und meinte, ich wollte doch nur einmal Seite 1 Mädchen in der Bild-Zeitung sein. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß.
Aus dieser Zeit resultiert auch die Sympathie von ihrem deshalb sogenannten Busenfreund Nicolas Sarkozy. Ja, aber der wird ja jetzt von François Hollande geschasst, obwohl Dominique Strauss-Kahn hätte zu den europäischen Lebemännern ja viel besser gepasst. Ne? Ja, wie hat es vom Bodensee früher herrlich geklungen, wenn dort die Fischerin besungen. Ein weißer Schwan ziehet den Kahn. In Frankreich ist das hügene Hit und alle Franzosen singen mit. Mein lieber Schwan, Dominique Strauss-Kahn, ein wahrer Patriot, ein echter Franzos, immer die Eiffelturm in die Hose. Die Mademoiselle stehen vor ihm stramm und rufen, da kommt der alte Rammler von Notre Dame. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass er Rumpelstilzchen heißt. Die nächste Strophe, meine Lieben, habe ich für alle molligen Frauen geschrieben. Wer schleicht noch klammheimlich zur Küche so spät? Das ist Rapunzel, das Mädchen Diät. Sie erreicht den Kühlschrank mit Mühe und mit Not. Da drin sind 2 Koteletts von einem Schwein, wat tot. Sie hat die Hände schon an der Tür. Da sagt eine innere Stimme ihr: Rapunzel, du bist kugelrund. Rapunzel, nimm ab noch 20 Pfund. Rapunzel zögert, zaudert, stockt. Im Kühlschrank drin das Kotelett lockt. Und schon wieder meldet die Stimme sich: Rapunzel, the Weight Watchers warten auf dich. Rapunzel lenkt zurück ihre Schritte. Sie kämpft mit Slimfast, Mayo, Brigitte. Und schon wieder ist die Stimme dran: Du willst keine Schokolade, du willst lieber einen Mann. Da naht ein Prinz, hübsch und gesund. Rapunzel, ich mag dich, ob schlank oder rund. Er bringt ihr Champagner und ein Marzipanei, öffnet den Kühlschrank. Du darfst, nimm 2. Sie küsst den Prinz, dann sinkt sie in Schlaf. Scheiß Diät und Köln. Ihr kennt Tom Gerhardt schon seit Jahren. Doch heute sollt ihr noch mal erfahren, Tom Gerhardt kam in den Märchenwald, machte bei Frau Holle Halt, schickte Frau Holle um 11 ins Bett und saß dann alleine vorm Fernsehgerät. Boah, super. Zap, zap, zap. 100 Programme. Da fahr ich drauf ab. Ich bin da voll rum am Schalte. 5 Kanäle. Die gleiche alte. Ich denk, fuck, schalt weiter, Mann. Da schreit die Alte: ruf mich an. Die zeigt mir 2 Dinge und kniet mir zu. Ich denke, ist das eine Tussi oder eine trächtige Kuh? Ich sage, ich kenn dich nicht, ich guck lieber Sport. Da schreit die schon wieder: Ruf an, sofort. Ja, vielleicht hat die Ärger mit ihrem Kehl. Ich 080, wähl, wähl, wähl. Ich will mich mit der grad unterhalten, da merke ich, die kennt ja nur Vokale. Oh. Und 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 Dann ruft sie: Ich komme. Ich sag: Bleib bloß da. Ja, ein Jahr ausstehen, Büttenredner stramm und begehren Einlass in so ein ZDF-Programm. Jeder, der 2 Witze kennt, meint, er wäre ein Karnevalstalent. So habe noch ich bei mir gedacht, über die haben sie auch schon uns an der Theke lag. Ich nehme Brill und Käppi he und bewerbe mich übrigens bei dem ZDF-Festkomitee. Ich bin voll die coole Type, doch ich hab bisher nur Pech. Und der Blödskopf stecke ich schon lang in der Tasche. Moment, nu wart, wat ich mir überlad. Zuerst brauche eine Redner eine Visitekarte. Ne Manager, Faxtelefon, ist für den Anfang wichtig. Sagt Überschätzung und Portion und überhaupt nicht kritisch. Bin besser als der Stelter und der Rumpelstil. Auch der Ruprecht und der Kanzlerin mich nicht viel. Ich sammle, wenn ich zu Hause sitz, aus der neuen Revue den ältesten Witz. Nehmt mich für eure Sitzung. Ich kann jedes Loch, ich stuppe. Ich erzähle dies und das, am liebsten jetzt vom Bau. Ich bin so Jod. Bauert hat nicht Mut. Und ich schlage Günther Jauch noch bei der Einschaltquote. Ich bin der da.
den ihr schon lange sucht. Ich bin der da, den jeder gerne bucht. Ich bin der neue Superstern und ich bin der Standing Ovation Man. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. 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 Eine Märchenfigur mit ganz spitzer Zunge. Rumpelstilzchen, Fritz Schops.